Hey, nein, das Ende der Welt, das ist da. Mein Internet geht nicht mehr. Hallo zusammen, das ist der Crown Cletus oder der Chris. Und tatsächlich, es ist heute 12.12.2012. 12 Uhr ist etwa gerade und etwa 2 Minuten, um ganz ehrlich zu sein. Ich muss um 12 Uhr 12 noch schnell auf die Uhr schauen. Abgefahren. Ja, und mein Internet geht nicht daheim, richtig leid. Und sie sind da irgendetwas an Strasse am rumpickeln. Ich denke, es liegt auch an dem. Ja, zum Glück gibt es heute Abos, wo man unlimitiert im Internet kann surfen kann. Und ich muss sagen, ich habe so schnell das iPhone ans Internet, besser gesagt, an den PC gekoppelt, um aufs Internet zuzugreifen. Und das Teil geht richtig flink. Also YouTube 27p Videos reinziehen, ohne zu warten und so, finde ich schon noch geil. Und ja, darum lohne ich es jetzt noch ein bisschen dran, damit ich keine Probleme mit Uplay bekomme, auch wenn ich doch auf Offline schalten kann. Aber lassen wir doch so, wie es ist. Zuerst noch schnell eine kleine Info, Jungs, und zwar lohnenswerte Sache. Auf Facebook ist es so, dass ihr, wenn ihr durch diese Seite, ich tue es sonst in die Beschreibung, Metro Video Game, wenn ihr die Seite liken und dann noch einmal zusätzlich gefällt mir irgendetwas drücken, bekommt ihr einen Schlüssel, so einen Key für Steam und dann könnt ihr nach Metro 2033 gratis abladen. Und ja, es ist also nicht so ein grosses Problem. Ich bin auch nicht der grösste Facebook-Freund, aber du schnell 2 Likes liegen, ist voll easy. Und ja, ihr könnt euch dann das Game abziehen. Es ist so ein First-Person-Shooter, der basierend auf einem Buch von einem Russ, so ein bisschen eben postapokalyptisch, alle sind irgendwie, keine Ahnung, unten in den U-Bahn-Schacht, weil oben der Erde nicht mehr so wirklich, ja, weil man dort halt nicht mehr leben kann, dort sind irgendwelche Schrägen, was auch immer rum. Und es ist noch gut gemacht, ich habe mir jetzt immer wieder kurz überlegt, mal zu kaufen, auch wenn es nachher ein bisschen Aktion war und alles, weil es scheint von der Atmosphäre her und auch grafisch ist es wirklich ein gutes Game. Und gratis absolut spielenswert. Also ja, noch ein kleiner Tipp hier und überlegen euch ganz wieder weit. Jetzt starten wir Far Cry 3. Ich bedanke mich herzlich am Interesse, das hier vorhanden ist für das Game und dafür, wie ich das spiele und was ich erzähle. Ich finde es super. Und es ist halt wieder mal ein schönes Zeichen, dass das, wo mir am meisten Spass macht zu spielen, das wird halt auch transportiert über das Video, vor allem über die Stimme, über die Wortwahl und so. Und das ist eigentlich erfreulich mitzubekommen, dass dir das auch empfiehlt. Und ja, eigentlich schade, kann ich nicht jedes Spiel mit so viel Euphorie zocken. Aber wiederum, ja, ist es halt auch nicht jedes Spiel, was mir jetzt gerade so anmacht. Oder ich weiß doch auch nicht, ihr könnt es ja selber. Jeder hat sicher sein Lieblingsspiel. Und meins momentan ist absolut Far Cry 3. Ich habe es durchgezockt. Missionen möchte ich eigentlich nicht zeigen, es ist zu geil, erlebt es selber. Was mich würde interessieren, wenn ihr es auch gespielt habt, für welches Ende das ihr euch entschieden habt. Es gibt offensichtlich ein gutes und ein schlechtes. Ich habe mich natürlich für das Gute entschieden. Also für mich war das natürlich keine Frage. Alle, die sich nicht für das entschieden haben, sie haben entweder ein bisschen schräge Siechen oder keine Kollegen oder ich weiss doch auch nicht was. Oder einfach mal etwas Böses ausprobieren. Das kann natürlich auch immer sein. Also, let's roll. Merci auch noch um Chuck Norris. Er ist hier sehr aktiv auch, daran beteiligt. Und eben wegen diesen Tränken, ich weiss es nicht mehr, was ich mir noch überlegt habe, ist es vielleicht, habe ich so bekommen, weil ich hier jenste Tiere schon jagen und die Typen, die an den Anschlagebrettern sind, wo man mit dem Messer töten muss. Von denen habe ich auch ein paar genommen. Aber du hast ja gesagt, du hast jetzt auch einiges schon erledigt. Ja, ich könnte es jetzt leider nicht einmal sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich eben, wie gesagt, einiges schon erledigt. Ihr seht, Aussenposten ist noch da und die paar da unten. Ja, wobei Paris ist schon noch der eine oder andere. Und ja, dann hat ich das nachher erledigt. Was auch noch war, jetzt bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich vermute immer noch sehr stark, wenn man alle Funktürme einnimmt, bekommt man dann eben auch die Spezialwaffen, die ein bisschen aufgepimpter sind und all das. Also am Anfang wirklich das Zeug holen. Das schnell zum Zeigen.
Es ist halt auf Englisch, aber das ist ja kein Stress. Ich meine, da sind die Spritzen, die ich machen kann, die medizinischen und so. Da brauche ich eigentlich wirklich nur die, wo mir das Leben auffüllt. Mittlerweile tut sie mir, glaube ich, auch gerade 4 Teile von meiner Lebensliste auffüllen. Beim Jagen habe ich noch nie eins gebraucht. Kampf ist mir eigentlich auch gleich. Was dann eben kommt, ist die Entdeckung. Und einerseits, da kann man länger tauchen, aber das habe ich jetzt auch noch nie gebraucht. Der Sprint Boost ist super, da kann man richtig Gas geben beim Säckeln, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Und die Junge bei Special ist eben richtig cool. Untouchable heisst es hier. Und hier wird man immun gegen jeden Schaden. Und hier kann man alles One-Shot-Kills machen. Habe ich jetzt auch noch nie gebraucht. Ist sicher noch gäbig, vor allem bei der Sniper. Aber ich meine, wenn der Heads verwünscht ist, geht es auch gäbig, außer bei den Juggernauts. Und primär ist eben die super, hat mir extrem geholfen. Sonst habe ich auch schon einige Upgrades jetzt machen, aber das eine oder das andere fehlt mir natürlich noch. Bei den Skills ist es so, selbst jetzt, wo ich so weit bin, kann ich immer noch nicht alle aktivieren. Ich habe zwar die Skillpunkte oben schon zur Verfügung, aber eben. Jetzt muss man hier irgendwie. Das Requirement, Scheiße, jetzt habe ich es verhängt. Ich muss noch. Scheiße, ich muss eben noch 2 Westen kaufen. Okay. Ja, eben, ihr seht, alle lese ich das Zeug auch mal gar nicht richtig und dann entstehen dann solche Situationen. Also, das ruckelt gerade unglaublich mit 10 Bildern pro Sekunde vor sich her. Ich habe das letzte Mal gesehen, dass ihr die Zahl ja gar nicht seht, die die ganze Zeit von mir rumtanzt. Ja, das ist Crap. Das Fraps, ich verstehe es einfach. Jetzt ist die Auflösung wieder anders. Okay. Gehen wir schnell auf 720p runter. Und dann sollte das dann schon viel besser gehen. Ja, nein, jetzt hat es mir die Zahl von Fraps gerade wieder nicht mehr angezeigt und so. Nein, die Auflösung sollte man auch nicht ändern, wenn man Fraps läuft. Egal. Also. Was ich jetzt auch zeigen wollte, ist schnell ein bisschen, wie ich den letzten Outpost auf dieser Insel einnehme. Gehen wir doch hier schnell übers Wasser. Ich bin hier immer sehr gerne auf dem Wasser unterwegs, weil es ist eigentlich unglaublich einfach, wieder zu verschwinden, wenn sie einem kurzzeitig entdecken, einfach schnell abtauchen und dann ist man weg. Das ist natürlich von dem her ein extrem gäbiger. Also, gut. Jetzt können wir schnell schauen, wie weit das zum Wasser geht, aber ich glaube, es lohnt sich. Schnell die Spritze reinhauen, zum Highspeed säckeln. So. Und ja, ihr seht es unten bei Meteranzeige, man kommt extrem schnell vorwärts, zum Teil fast schneller als mit dem Auto. Je nach Gelände natürlich. Jetzt rutsche ich doch ein bisschen im Gag rum. Man stirbt eben immer noch schnell beim Runterfallen. Das regt mich schon ein bisschen auf. Also, dort wäre echt davon ausgegangen, dass ich irgendwann schnell wirklich keinen Fallschaden mehr nehme. Aber ja, das habe ich jetzt auch schon 300 Mal erzählt. Fliegen wir hier noch ein bisschen drüber. Und das ist cool gemacht, das ist wirklich cool gemacht, wie im Just Cause 2 mit dem Fallschirm. Weil wenn man mit dem Wingsuit zu fliegen kommt und dann den Fallschirm aufmacht, tut es einem natürlich physikalisch korrekt nur schnell ein bisschen die Luft aufziehen. Und somit kann man dann Reliquien erreichen und Standorte, wo man vorher eigentlich nicht herkommen konnte. Ja. Die Qualität vom Wasser habe ich... Oh, scheiße, hey. Oh, fuck. Verpiss dich, Mann. Nein. Die Qualität vom Wasser habe ich ein bisschen gesenkt, weil das ist in dem Sinne unnötige Rechenpower, was du brauchst. Schau, durch den kann ich nur ein paar Leben retten. Nein, ich werde schon wieder hin und her gerissen. Eigentlich kann ich nur schnell einen Start drücken vorhin, um noch etwas anderes zu zeigen. Jetzt nehme ich extra schnell die Kamera führen. Okay. Ja, das sind üble Sachen. Gut, dann nehmen wir schnell von hinten. Wenn es da geht, diese schnell mit seinem Messer erledigen. Let's roll. Also Jungs, ihr seid befreit. Das ist Gangster. Yeah. Die Nebenmissionen sind richtig cool. Oh, wir sind nicht allzu gross. Also schaut, wenn ihr jetzt hier aufs Handbuch geht, seht ihr ja alle Dinge aufgelistet, Missionen oder alle Events in dem Sinn, die ihr machen könnt. Und er hat immer wieder so Sternchen. Und ich bin jetzt nicht ganz... mal, schau jetzt. Hey, nein, jetzt sind wir wieder beim Punkt, wo man einfach das Zeug lesen sollte. Die Sternchen ist folgende Bedeutung. Wenn es blau ist, gibt es ein Achievement, was auch immer. Und dann, wenn es weiß ist, gibt es eine spezielle Waffe eben, von diesen stärkeren.
Und wenn es geil ist, gibt es ein neues Rezept. Und offensichtlich bei den Missionen kann man Rezept und Achievements abholen. Bei den Radiotürmen, wenn man alle einsammelt, gibt es noch eine spezielle Waffe. Bei den Outposts gibt es in dem von uns ein Achievement am Schluss. Und er sieht, bei der Relikt habe ich jetzt 82 eingesammelt und habe somit schon lange eigentlich alle Auszeichnungen und Zusatz Signature Weapons, Receipts und so als ein Rezept bekommen, die ich kann. Und von dem her mache ich dort auch gar nicht weiter. Und vor allem habe ich herausgefunden, dass man das allererste Relikt gar nicht mehr holen kann, wenn die Freunde aus der Höhle abgehauen sind. Das finde ich ein bisschen schade, aber eben, wir haben ja auch nicht verloren. Das bedeutet, ich muss jetzt noch die Outposts reinnehmen, also die kleinen Festungen der Gegner. Ich muss die Speicherkarten aus ein paar reinziehen, muss die Rakia-Dinge noch reinziehen. Und dann bekomme ich noch 2 zusätzliche Waffen. Die Achievements sind auch noch 2, die sind mir zwar gleich, aber was soll's. Und dann, genau, kann ich dann hoffentlich durch das dann noch die 2 Skills freischalten, die ich dann bekomme. Wobei, für das muss ich ja die Weste kaufen. Also, mache das bei der nächsten Gelegenheit. Hin und her gerissen wieder mal. Ziehen wir uns doch jetzt gerade mal der gegnerische Outpost rein. Nein, das Boot, das habe ich nicht so gerne. Das ist verdammt langsam. Es ist zwar das Geschütz drauf, aber flinke Gefährte sind mir eigentlich viel sympathischer. Was ich mir jetzt schon oft überlegt habe, ist, dass ich eigentlich das Reparaturtool mitnehmen kann, weil vor allem mit den Quads verschießen sie aber schon noch relativ häufig. Und dann wäre es noch gäbig, wenn man gerade reparieren kann. Aber ein 4. Waffenslot ist mir eben schon wichtig. Vielleicht schnell zu diesem Thema. Eben, die Vector habe ich dabei, weil ich zu faul war zu wechseln. Das ist eigentlich wirklich sehr schwach. Nein, das ist eigentlich eine von diesen Signature Weapons. Schimmel. Schwanz im Maul, würde jetzt der Relotrix sagen. 350'000 Abonnenten, nicht schlecht, der Typ. Also, und das ist auch wieder so eine Signature Weapon. Die ist sehr stark mit dem Schalldämpfer. Scope ist zwar ein bisschen scheisse, aber immerhin stark. Und das ist auch wieder so eine. Hier hat man ein grosses Magazin, ein Rohpunkt und der Schalldämpfer drauf und noch ein bisschen höheren Schaden. Und das ist eigentlich nicht möglich. Da kann man, glaube ich, nur 2 Attachments drauf tun. Normalerweise. Aufsätze natürlich. Attachments übersetzt. Also gut. Das Game ruckelt wieder ein bisschen vor sich her irgendwie, obwohl das die Bildwiederholung eigentlich gut sein sollte. Kommen da aber nicht so draus. Aber vielleicht ist das Fraps eben auf Festplatten am Schreiben. Ja, das kann auch sein. Also, wie ihr seht, wir haben noch knapp 80 Meter, nicht einmal mehr. Würde es auch bringen, wenn ich externe Festplatte anschließe und dort drauf speichern? Ja. Vielleicht. Also. Und vielleicht seht ihr das ja gar nicht, aber es ruckelt schon hure. Es ist ganz leid. Also, da hätten wir so einen Michel. Dann haben wir hier oben wieder einen. Ein Geschütz, ha? Ja, sie sind aber schon hohle Schauen. Da kann ich jetzt wirklich gerade nicht so viel Positives sagen. Aber ja, sie können also wirklich immer wieder sehr Stress machen. Da schaut niemand, oder? Nein. Schnell ein bisschen drunter ziehen. Ja, das wird länger. Ui, jetzt kommt da so einer. Immer gut, wenn einer besoffen ist. Was da hat es noch nicht. Jetzt muss ich noch den scheiß Alarm deaktivieren. Oder so, jetzt können sie ihn auch mal nicht ausschalten. Youngens, das ist jetzt auch schon wieder, ja. Ja, ich liebe die Nahkampf-Kills. Skill-Kills. So. Ja, das wär's schon gewesen, also easy kann easy. Cool ist natürlich, wenn man schleicht, aber es braucht auch ein bisschen länger. Und darum war meine Idee gewesen, dass ich euch hier gerade noch etwas Schnelles zeigen. So, da hätten wir nochmal so eine Memory Card. Gut, ich muss mir das Zeug irgendwann mal durchlesen. Und es ist schon noch witzig geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angeschaut habt. Sie haben ja zu allem schreiben sie auch irgendetwas und erklären. Und es ist häufig wirklich noch auch humorvoll gemacht. Also, allen Ecken und Enden haben sie eigentlich wirklich schön Gas gegeben, die Entwickler. Also jetzt, was hat es geheißen? 2 Dinge kaufen.
Jetzt sehe ich es gerade nie. Ah, hier noch schnell die gesehen, das sind die Spezialwaffen, die man dann bekommt. Jeba. Nein, wo kann man eigentlich schon wieder Ding? Die Kugelsicherung. Unter, genau, denen, die man verbraucht, ja. Also, habe ich mal ein Seriges gekauft, gut. Jetzt kann ich auch nicht das zweites noch kaufen, nein. Da muss ich zuerst ein bisschen Schaden nehmen. Eigentlich reicht das, wenn ich noch ein bisschen runterspringe, oder nicht? Poker ist noch lustig, habe ich bis jetzt jedes Game gewonnen. Obwohl ich nicht so gut pokern kann. Bin mir nicht ganz sicher. Mir jetzt eben gedacht, dass das Game auch einem recht unter die Arme greift. Aber der Trappy hat gemeint, nein, das ist nicht so. Scheiße, jetzt habe ich gar keinen. Logischerweise. Vor Kugel sicher am besten nichts verloren. Aber dann würde ich sagen, greifen wir schnell von hier noch über an. Charlie Camp. Ja. Das Gute ist halt wirklich, dass man echt lange beschäftigt ist mit diesem Game. Und eben, Nebenmissionen sind schon ein bisschen eine Frechheit, weil sie zum Teil sehr kurz sind, aber auf der anderen Seite ist eben die Story selber schon sehr lang und auch interessant. Also, ja, ich bin absolut auch dabei. Man hätte natürlich noch ein bisschen mehr reinpacken können, aber wie gesagt, es ist schon mal nicht schlecht, was hier so im Paket geboten wird. Gibt es sicher auch noch ein bisschen. Also ich hoffe schwer, dass DLC wird geben. Und nicht nur mehr noch so ein paar zusätzliche Challenge-Dinge oder so, wie jetzt gerade im Dishonored neu ist rausgekommen, sondern halt irgendetwas Richtiges, noch ein bisschen, ja, eine längere Story. Das heisst schon länger, vielleicht Stunde, 2 und vielleicht noch die eine oder andere Fähigkeit oder Spritze, die man sich da reingurken kann. Also, ich täusche mich da immer extrem mit diesen Distanzen, das ist jetzt schon wieder ein Stückchen entfernt. Ja, nein, ich muss unbedingt irgendetwas machen, dass das nicht so hure vor sich her ruckelt. Also, ja, das sollte eigentlich ein einfaches Camp sein. Sage ich jetzt. Aber ja, von oben hat man auch schöne Möglichkeiten. Den Tiger werde ich sicher rauslassen. Hier ist noch ein Sniper. He? Ja, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dort nur 3 Einheiten eigentlich anzutreffen sind. Nein, 4. 5. Ja. Da unten ist ein Ding. Alarm, da ist auch einer. Haben wir 2. Ja. Gut. Das würde jetzt eigentlich Folgendes bedeuten. Zuerst schnell den Tiger rauslassen. Schauen, wenn er durchdreht. Nein, jetzt habe ich den Tiger angeschossen. Und gar nicht der Käfig. Jetzt, also gut. Mal schnell schauen. Was, wo säckelt der jetzt her? Der ist ja völlig planlos. Hey, nein, verarsch mich nicht. Sorry, für die jetzt gerade einen Gehörschaden bekommen haben, aber das ist jetzt wohl nicht nach Plan gelaufen. Fuck. Also gut, du musst schnell schauen, ob es mit einem Stein funktioniert. Das ist fraglich. Mal schauen, das Tiger, endlich, yes. Ah, dort hinten war in dem Fall auch noch einer. Gut. Wow, da bin ich aber gespannt, aber der Chuck... Ja, der hat den easy von angenommen, das glaube ich nicht. Aber sie haben jetzt auch easy von angenommen. Das heisst, ein Chuck ist erledigt. Was mir die Situation eventuell ein bisschen einfacher macht. Was ich einfach denke, ist, dass dort unten auch noch der eine oder andere Gegner könnte sein. Ah, da hat es auch noch einen unter dem Sniper. Ja, weißt du, ich kann ja hier jetzt schlecht einfach runter mit dem Wingsuit. Ja, man könnte die eigentlich schon, aber in der Luft sehen sie die halt einfach schon noch gut. Scheibenzeug. Also machen wir es sonst auf die semi-sneaky-peaky-Art. Den mal schnell raushebeln. Nein, hat es jemand gesehen? Offensichtlich schon. Mich hat jemand gesehen. Ja, not really, hä? Der ist auch noch ein Sniper, die sind eben schon das grösste Problem. Nein, der hat mich gesehen. Ja, nein, ich breche nichts über die Distanz. Ich breche nichts. Und Sniper habe ich keine Schalldämpfung, das ist auch leid. Also gut, jetzt heisst es Rambazamba. Schön Rambazamba gemacht. Das heisst, der hohe Drecksalarm aktiviert. So. Der zweite Alarm war wo? Kommen Jungs, lasst mich jetzt schnell. Weißt du, seht ihr, so läuft es dann aber schon noch häufig bei mir. Irgendwelche Taktiken und dann wird man komplett
verarscht. Und ja, das Schleichen ist eigentlich vorbei. Darum... Ja, kommt, weißt du, eigentlich müssten wir jetzt hier nicht auf die Eier gehen. Die sind sowieso viel schwächer als ich. Videos. Oh, Scheiße, nein, das glaube ich nicht. Das ist wieder die absolute Fail-Folge. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass mir das sonst nie passiert, weil das Problem ist, wenn ich neu runtergehe, drücke ich den Links-Stick und dann macht er einfach seinen scheiß Flughörnli-Anzug auf. Und das verarscht mich dann immer wieder schön. Also, zweite Chance. Ist ja immer zweite Chance, hä? Fuck. Ist schon ein bisschen anders gelaufen. Also, der Sniper ist auch noch drunter. Den kann ich auch nicht gut sehen. Das ist in dem Sinne eine richtig dumme Location. Lassen wir wieder mal den Tiger raus. Komm. Den verkackt sie wieder ein bisschen. Und dann gehe ich eigentlich von hier hinten, würde ich sagen. Ja. Tiger. Nein. Hey, nein, das dumme Stück, das ist für nichts zu brauchen. Egal ob vorhin oder jetzt. Das hier ist... Hey, aber jetzt werde ich schon kurzzeitig verarscht. Hey, nein, jetzt werde ich wirklich verarscht. Bist jetzt dort wirklich so eine Wand gewesen? Also mir jetzt gedacht, dort war ein Boden gewesen. Aber offensichtlich hat das Spiel nicht die gleiche Einstellung zu dieser Situation wie ich. Und darum, nachdem dass ich mich jetzt hier bis auf den Grund blamiert habe, würde ich sagen, dritten Ansatz und das mal übers Wasser. Mein vorher gepriesenes Wasser, wo man sich so gut verstecken kann. Haha. Mal schnell schauen. Sieht das jetzt wirklich so aus, als wäre dort hinten kennen? Es sieht nicht nur so aus. Es ist so. Das ist aber jetzt wirklich noch erstaunlich. Gut. Also, der scheiß Chuggy dort hinten. Scheiß Sniper dort hinten. Schnell mal schauen, ob wir dort von hinten raufkommen. Und dann den Sniper so aus dem Verkehr ziehen. Oh, immer locker bleiben. Man, von denen hat es einfach schon ein paar rum, aber ja, der hat auch Automaten auf die Augen gehabt. Was geht dort hinten ab? 2 Gegner am Rumstehen, gut. Aha, da oben drauf sind 2. Scheiße, wie mache ich das am besten? Zuerst wäre eben schon noch cool, wenn ich den Alarm könnte aktivieren könnte. Aber es ist schon ein risikoreiches Unterfangen. Gerade weil da auch noch ein Sniper ist. Schnell die Kamera rausnehmen, die können es eben aber schon viel schneller. Dort unten ist einer und da oben wäre auch noch einer. Ah, es sind 3 sogar. Ja, dann ist es eigentlich schon extrem hilfreich, wenn man einen schnell deaktiviert. Der ist ja easy positioniert, so, cool. Also der Tiger, den lassen wir das mal drin, das unnütze Stück, das. So, schnell schauen, ob wir den verwischen können. Und den dort hinten. Scheisse, das ist auch ein bisschen... Nein, sie haben es nicht geschnallt, oder? Nein, sie haben es nicht geschnallt, yes. So soll es laufen. Der Dunge ist auch noch einer. Der schaut mich nicht einmal an. Jetzt ist es eigentlich eher so, dass ich gerne den Sniper dort hinten würde nehmen. Wer hat mich jetzt gesehen? Ja, hoffe geht der nicht rauf. Der Dunge war doch vorher auch noch einer neben mir. Aber wenn ich den Sniper würde nehmen würde mir das dann eigentlich ermöglichen, dass ich nicht mehr so gut gesehen werde bei meinen Aktionen. Oh, I could use a cold one. Okay, sieht das gerade niemand? Nein. Das ist eben schon noch cool, wie bekloppt dass sie sind. Wieder mal erwähnt. Aber wo ist es? Jetzt ist das folgendes Problem. Jetzt hat es sicher noch mehr Gegner, als ich markiert habe. Schnell schauen, da oben ist vermutlich noch einer. Oh nein, irgendjemand hat er entdeckt. Da hinten. Ja, das ist jetzt wirklich, das ist super gewesen. Das ist jetzt wirklich ganz gut gewesen. Um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ja. Ich mache fertig, habe ich vorhin gesagt und bin verreckt.
So, der Chuggy wollte ich dann selber nehmen. Oh, der Tiger, fuck. Ja, der soll diesen Gegner schnappen, ja genau. Schau jetzt, kann ich mich hier schön um den Chuggy kümmern. Komm schon, du Penner. Yes, ich finde es so super, wenn er den fertig macht. So, das war weniger super von mir. Aber ja, so würde es eigentlich etwa laufen, wenn man es nicht zweimal vorher komplett verschießen. Das glaube ich nicht. Aber jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen kugelsichere Weste verloren, wenn nicht sogar alles. Ja, fast alles. Das heisst, jetzt ziehen wir hier eine zweite. Wir haben hier zu viele Laptops, aber keine Memory Card. Schade. Gut, also das würde jetzt wirklich bedeuten, ich hole mir jetzt eine zweite, schalte dann das frei. Yep, so. Und das soll jetzt in meinem Fähigkeitsbaum die letzten 2 Skills freischalten. Schau jetzt,